Liebe Schwestern im Islam, wie ihr sicherlich gehört habt, versucht nun die deutsche Regierung die Burka zu verbieten. Und sie meinen mit Burka, meinen sie den Gesichtsschleier. Also all diese Unterarten, die mit dem Gesichtsschleier zu tun haben. Deswegen einigen wir uns auf den Namen Burka, weil der wird gerade extra benutzt, um die Leute zu verwirren. Ja? Es geht um den Gesichtsschleier, das ist das, was man auch Niqab nennt, etc. So. Hier ist erstmal eine Frage, die wir uns stellen müssen. Warum wollen sie das verbieten? Was ist das Ziel dahinter? Und wann können sie das verbieten? In Deutschland gibt es Religionsfreiheit. Das heißt, es gilt, was die Religion angeht, praktisch der Grundsatz, die Freiheit des Einzelnen, also auch in der Religion, hört dort auf, wo die Freiheit des anderen anfängt. Das heißt, solange ich keinen anderen in seiner Freiheit einschränke, kann ich mich in der Religion so bewegen, wie ich Lust und Laune habe. Und das bedeutet auch, dass ich mich kleiden kann, wie ich Lust und Laune habe, solange ich damit nicht die Freiheit eines anderen übertrete. Das ist ein Grundsatz, den wir unbedingt verstehen müssen. Es gibt gewisse Regeln in der deutschen Gesetzgebung, wie zum Beispiel, dass man zum Beispiel Erregung öffentlichen Ärgernisses, wenn man zum Beispiel nackt über die Straße rennt, ja, das ist verboten. Aber ich kann anziehen, was ich will. Ich kann mich kleiden, wie ich will, nach deutscher Gesetzgebung. Ich kann mir einen Nasenring machen, der 3 Meter Durchmesser hat, solange ich keinen anderen damit einschränke. Und deswegen, das ist ein Grundsatz, den wir unbedingt verstehen müssen. Hier versucht man uns für blöd zu verkaufen. Und selbst die Frauen, die keinen Gesichtsschleier tragen, und die Männer, die sowieso keinen Gesichtsschleier tragen, oder deren Frauen keinen Gesichtsschleier tragen, sollten hier aufstehen. Und das ist das eigentlich, wozu wir seit Jahren schon versuchen, die Muslime zu bewegen. Nämlich bereit zu sein, aufzustehen und den Mund aufzumachen. Aber wer macht den Mund auf? Ja, es gibt einige Maulhelden, die können im Internet groß den Mund aufmachen, wenn es um Sachen geht, die tausende Kilometer weiter entfernt sind. Da können sie groß den Mund aufmachen. Ja, die Russen, ja, Barack Obama, ja, bla bla bla. Und könnte ich hinter einem Fake-Account in Facebook verstecken. Wenn es aber um eine Ungerechtigkeit geht, die von der deutschen Regierung ausgeht, dann machen sie den Mund auf. Hier geht es um eine Ungerechtigkeit. Wir müssen erstmal aufklären, klar machen, dass es hier eine Einschränkung der Religionsfreiheit ist. Und da sollte man eine Sache auch betonen. Das gilt auch für Nichtmuslime. Nichtmuslime, die der Meinung sind, dass die Freiheit gewährt werden muss, die sollen auch dafür aufstehen und sagen, hier, wir sind dagegen. Ansonsten macht man den Weg auf für wen? Ansonsten macht man den Weg auf für diejenigen, die Terror propagieren. Die sagen, seht ihr, guck mal hier, was sie gegen uns machen. Jetzt müssen wir aber militärisch vorgehen. Fakt ist, wir müssen hier ganz klar und deutlich aufklären. Und dann kommen natürlich die Heuchler. Dann kommen wieder einige Heuchler, einige, die gerne die gerne wollen, dass man zufrieden mit ihnen ist und dass man sie lieb hat. Ja? Die kommen dann und sagen, ja, da steht gar nichts von dem Koran. Gar nichts steht davon im Koran. Es interessiert nicht, was du mit deiner kaputten arabischen Sprache, oder wenn du noch, wahrscheinlich kannst du noch nicht über deinen Namen auf Arabisch sprechen, was du verstehst, was im Koran steht, sondern es interessiert, was die Rechtsgelehrten des Islams sagen. Und es ist eine ganz klare, eindeutige Angelegenheit, dass der Gesichtsschleier in allen 4 Rechtsschulen, das heißt, alle 4 sunnitische Rechtsschulen, hanafitische Rechtschule, malikitische Rechtschule, schafiitische Rechtsschule und hanbalitische Rechtsschule einen Platz hat. Der Gesichtsschleier hat in all diesen Rechtsschulen einen Platz. Die Frage ist nur, ist er verpflichtend oder ist er nicht verpflichtend? Das ist hier die Frage. Und so sieht man zum Beispiel, ja, dass im Hanbali-Madhab, im hanbalitischen Madhab, und das kann man in Zad al-Mustaqni nachlesen, dass es ganz eindeutig für die Frau verpflichtend ist, ihr Gesicht zu verschleiern. Man sieht, dass Imam Nawawi zum Beispiel sagt, dass das Gesicht verschleiert sein soll. Das ist aus dem schafiitischen Madhab. Man sieht in den anderen Rechtsschulen, dass das so interpretiert wird.
Und wenn wir dann so einen Schwachsinn hören wie, ja, Kopftuch steht nicht im Koran, ja stimmt, das Wort Kopftuch steht nicht im Koran, weil das Wort Kopftuch ist ein deutsches Wort, aber der Koran ist auf Arabisch geschrieben und deswegen gibt es natürlich auch kein deutsches Wort im Koran. Aber im Koran steht in Sure 33 beispielsweise, es müsste Vers 53 sein, وَإِذَا سَأَلْتُمُونَ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنْ min warai hijab. Und wenn ihr sie nach einem Gegenstand fragt, so fragt sie hinter einem Hijab, hinter einem Vorhang. Warum? Weil das Reine ist für ihre Herzen und für eure Herzen, damit ihr sie nicht seht. Dann sagt Allah in Sure 33, Vers 59, ja, يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك والنساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. O Prophet, sagt deinen Frauen und deinen Töchtern und den Frauen der Gläubigen, sie sollen sich über sich ihren Jilbab ziehen. Dann sagt Allah in Surah 24, Vers 31, وَلْيَدْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Sie sollen sich ihren Chimar über ihre Kleiderausschnitte schlagen. Und hier gibt es die Meinungsverschiedenheit. Ist damit gemeint, so über die Kleiderausschnitte schlagen? Oder ist damit gemeint, so über die Kleiderausschnitte schlagen? Und diesbezüglich gibt es unterschiedliche Ansichten, sogar unter den Sahabern. Ja? Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, das klar und deutlich zu sagen. Der Gesichtsschleier ist 100.000% ein Teil des Islams. Ob das einem gefällt oder nicht. Und ob das ein Teil des Islams ist, da fragt man nicht Lala Akün, die noch nie in ihrem Leben gefastet hat, oder Netschla Kelek, die noch nicht mal weiß, dass es im Islam keinen Ehrenmord gibt, sondern da fragt man Rechtsgelehrte. Fragt an der Azhar nach, obwohl die sind auch schon kaputt. Geht einfach zu den Büchern, geht zu den klassischen Büchern. Ja, schaut euch zum Beispiel an Hashiyat ibn Abidin im Hanafi Madhab oder Al-Hidayah im Hanafi Madhab. Schaut euch an beispielsweise Kitab obwohl Kitab zum Beispiel schaut euch an Mudawwana im Fiqh al-Maliki, schaut euch an Zad al-Mustaqni im Fiqh al-Hanbali oder al-Mughni im Fiqh al-Hanbali, schaut euch an die klassischen Bücher wie Umdatus Salik, auch im Shafi'i Madhab, und ihr werdet sehen, dass dies ein Teil der Religion ist. Es gibt viele Bücher, die man aufzählen kann. Es ist ein Teil der Religion, es ist ein Teil, der ganz eindeutig ein Teil der Religion ist. Das heißt, das ist das Erste, man versucht so zu tun, als wenn es nichts mit der Religion zu tun hätte. Zweitens, man versucht so zu tun wie diese armen Frauen, die werden alle gezwungen. Deswegen, die Frauen mit Niqab müssen ihren Mund aufmachen. Macht euren Mund auf. Nehmt euch auf, von mir aus, in YouTube, dass man euch von hinten sieht. Oder als Audio. Ja? Weil wenn ihr, natürlich, wahrscheinlich ist es für eine Frau unangenehm. Und ihr trefft euch zu mir und ihr sagt, wir sind stolz drauf, wir fühlen uns so wohl. Keiner hat das Recht, euch zu bestimmen, wie ihr rumlaufen wollt. Ich bin nicht der Meinung, dass der Gesichtsschleier Pflicht ist. Meine Frau ist der Meinung, dass das Pflicht ist. Sie hat den Gesichtsschleier. Okay? So. Ich finde es schön. Mir gefällt es, wenn meine Frau einen Gesichtsschleier trägt. Ja? So, das heißt, wenn wir rausgehen. Aber es ist ihre Meinung. Und ich werde inshallah die Tage ein Interview mit meiner Oma Else, die 86 Jahre alt ist, machen. Und da kann die euch mal erzählen, was sie von meiner Frau hält. Was sie für eine Meinung von meiner Frau hat. Aber wir Muslime müssen auch auf die Nicht-Muslime zugehen. Viele Nicht-Muslime würden eine viel bessere Meinung vom Islam haben, wenn wir offen auf sie zugehen und mit ihnen kommunizieren. Kommunikation ist wichtig. Ja? Das heißt, die Frauen müssen auch ihren Mund aufmachen, müssen klar und deutlich machen, dass sie dahinter stehen. Dann kommt der nächste Quatsch. Ja, politisches Symbol. Was für ein politisches Symbol? Welche politische Partei in Deutschland soll sie vertreten? Das heißt, hier wird versucht, die Menschen für blöd zu verkaufen. Dann kommt das nächste Argument, Sicherheit. Sicherheit? Das heißt also, wenn ich Sicherheit will, dann, wenn ich etwas machen will, was Schlechtes machen will, ein Verbrechen begehen will, will ich nicht auffallen. Deswegen haben sich zum Beispiel die Attentäter vom 11. September den Bart rasiert, damit sie nicht auffallen. So, hat einer gedacht, eine Frau zieht sich den Niqab an und darunter zieht sie sich einen Sprengstoffgürtel? Dann würde sie doch sofort auffallen. Das ist der größte Schwachsinn. Deswegen, liebe Geschwister, Muslime, egal ob ihr einen Gesichtsschleier tragt oder nicht, oder eure Frauen oder was auch immer, steht dafür auf. Steht mit uns. Es geht hier darum, den Islam langsam vom Teller zu ziehen. Man fängt jetzt mit dem Gesichtsschleier an und dann geht es über den Hijab und so geht es weiter. Deswegen lasst euch nicht gefallen. Teilt dieses Video überall.
Und schickt uns info@piervogel Beispiele, Tipps, Ratschläge, was wir machen können. Ich fordere alle Muslime in Deutschland auf, dagegen aufzustehen. Und noch etwas, am 3. September machen wir, inshallah, eine Kundgebung in Bremen. Bitte tragt euch alle ein, wenn ihr könnt, oder schickt uns eine E-Mail, dass ihr teilnehmt, damit wir wissen, mit wie vielen Leuten wir ungefähr rechnen müssen. Und kommt, die Kundgebung ist nicht für mich, die ist für uns, damit wir auch ein Zeichen setzen. Ich bringe Argumente gegen den Terror. Es ist aber auch, um ein Zeichen zu setzen, dass wir gegen solche Gruppen sind. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.